Hier gibt es einen coolen Platz. Jetzt waren wir in den Ramblas und in Parigotti. Jetzt sind wir schon ein bisschen länger im Hotel, haben ein bisschen gechillt, wir waren ein bisschen müde vom vielen Gehen. Aber jetzt sind wir wieder fit am Start und schauen auch mal in unser Viertel und schauen, ob es da vielleicht was Leckeres zu essen gibt. Jetzt ist es, glaube ich, so 21 Uhr. Ja. Ja, der Tag war auf jeden Fall sehr schön. Ja, wir wollten aber ursprünglich den Freund von David treffen, ein Breaker-Freund, hat aber leider nicht so gut geklappt. Weil er in unserer Sicht schwierig ist mit der Organisation, weil mir kommt vor, er kann das nicht so einschätzen, was wir für einen Reiseaufwand in dieser Stadt haben. Weil er wohnt da ja fast, er kann Spanisch und alles. Ja. Und das ist da schon seit längerer Zeit. Wir eben nicht. Heute ist was Unheimliches passiert, nämlich in der Früh. Uns betrifft es nicht, aber wir haben es lautstark mitbekommen. Und zwar, wir haben die Clara hat einen Schreien gehört von draußen. Dann hat sie mich eben sozusagen geweckt und wir sind beide rausgerannt auf den Balkon. Und dann haben wir gesehen, wie ein Mann von einem anderen Mann verfolgt wird. Also der eine ist ihm so nachgerannt und hat ihn von hinten so irgendwie so genommen und dann nach hinten, so wie so ein Wrestling-Typ, so nach hinten. Auch mitten auf der Straße? Mitten auf der Straße, aber das war halt keine Show in dem Fall. Und da ist sogar die Brille irgendwie so, hat sich in der davon gewirbelt und der andere ist mit dem Hinterkopf auf die Bordsteinkante aufgeschlagen. Genau. Er ist wieder aufgestanden, aber es hat nicht angenehm ausgeschaut und dann ist das gleiche noch einmal losgegangen. Aber dann hat der eine die Flucht ergriffen, der Hund zuerst niedergeschlagen wurde. Noch ein kleines Update zu den Säften in Spanien. Wenn man Spanien hört, dann denkt man immer, super Säfte, es müssen dort ja auch Früchte sein. Aber wir haben am ersten Tag folgenden Saft gekauft. Sieht ja gut aus, es steht Tropical Fruits. Das lesen wir nicht. Im Nachhinein erkennen wir, es ist Milch enthalten, also Früchte und Milch. Schmeckt etwas komisch, vor allem wenn man laktoseintolerant ist. Beim zweiten Mal kaufen wir uns den hier. Seht ihr die Milch da oben? Ja, da haben wir dann rausgefunden, dass letzte Milch ist. Hat sogar noch schlimmer geschmeckt, weil es noch künstlicher geschmeckt hat. Heute, Tag 3. Der hat keine Milch oben. Hat keine Milch oben. Der ist gut. Anderes Geschäft. Der ist echt fresh, der ist echt gut. Der hat bei Spar gekauft. Ja, also anderes Geschäft und zum Glück haben wir keinen Milchsaft getrunken.